Die Damen und Herren, Schule als ein Platz, da lernen wir vieles. Lesen, schreiben, rechnen. Wir lernen uns eine Meinung zu machen und so auf vielfältige Manieren mitzuteilen. Wir gehen ob das später das Leben vorbereitet, beruflich und privat. Wir lernen uns Responsabilitäten zu holen, zu dezidieren und die Decisionen umzusetzen und dafür gut zu stehen. Etwas lernen wir aber auch, ohne dass es an den Programmen steht oder dass es ein spezielles Schulfach dafür gibt. Wir wissen zusammen. Wir erleben uns an der Schule, aber gerade so in der nonformalen Bildung als Sozialwesen. Als Schüler von vielen. Als Teil von einer größeren Gemeinschaft, wo jeder mit seiner Geschichte, seinem Charakter, seinen Talenten, seinen Ambitionen, wie auch seinen großen und kleinen Problemen zusammenkommen. Wir lernen, dass es Menschen mit anderen Sprachen, anderen Aussichten, anderen Gewohnheiten gibt, mit denen wir uns Novell können verstehen. Aber wie auch wie auch nur der Schule eine gute Zeit mit denen können verbringen. Ja, dass sie uns das Leben können bereichern. Gerade so muss man lernen, dass es mal zu Konflikten kommt. Dass der Mensch nicht mehr rationell denkt und dass das richtig oder das falsch wird zum richtigen oder zum falschen Moment ganz viel kann ändern. Für viele Menschen also die erste Kehr, wo sich als Teil von etwas mehr Großem spielt. Wo seinen Platz sieht und das findet, wo lernt, seinen Platz zu erkämpfen und zu verteidigen, aber auch seinen Platz vorzuholen, seine Pflicht zu erfüllen, sein zu etwas beizudrohen, das über die eigenen Besuche herausgeht. Alle gut konnte man an der Schule, aber auch an den Strukturen nur der Schule, eine wichtige Erfahrung machen. Was zusammen wiest, das hält besser. Weil ihr sich kennt, weil ihr gemeinsame Erfahrungen möchtet, weil ihr selber für sich schafft, aber auch mal für den anderen da ist, weil ihr zusammen groß geht, es einfach Jahre sind, die ihn als Mensch prägen. Den Zusammenhalt, den da entsteht, ist besonders wichtig an einem kleinen Land. Ein Land, das sich immer nächst tiefgreifend verändert. Ein Land, das ganz viele unterschiedliche Menschen angezogen hat, da weiter umzieht. Ein Land, dem es gut geht, weil es offen ist, weil es nicht stehen bleibt, weil es den Fortschritt lebt. Auf der anderen Seite fordert die Diversität dann die rasante Veränderung als permanent heraus. Sie fordern einen besonderen Erfolg auch für den Zusammenhalt. Den Zusammenhalt zwischen dem, was war, und dem, was könnt. Den Zusammenhalt zwischen den Menschen mit ganz unterschiedlichen Wurzeln. Den Zusammenhalt zwischen denen DAX verschiedenen Wühen auf die Welt und auf das Leben. Für den Zusammenhalt ist also ein Bildungssystem von enormer Bedeutung. Das ist eine Schule. Aber wenn ich von Schule schwätze, dann meine ich auch Maison Relais, Jugendhäuser, Jugendhilfen, all die Akteure, die heute mit versammelt sind, die alle helfen, einen Platz hier im Land zu finden. Das ist eine Schule, die zusammen feiert, wo jeder durchgeht, wo das Land zusammen wiest. Ja, das ist auch die Aufgabe vom Lützeburger Bildungswesen, dafür zu sorgen, dass jeder seine Perspektive kann haben, dass Menschen hier im Land, egal wie unterschiedlich sie sind, zusammenwachsen, dass eine geeinte Generation abweist, die als Land noch bannen und noch außen zusammenhält. Und natürlich muss man uns von Zeit zu Zeit vorstellen, ob bei Schule dem doten Ausspruch an allen Aspekten immer gerecht wird. Wie ist das Land wirklich zusammen, wenn harmonische Gemengen talschend von den Kindern an eine Privatschule geht? Kann er DAX Doma da ganz frei von denen getrennt gehen, nicht gemeinsam an die Schule gehen, an die Trennungslinse meistens noch ein Portemonnaie von den Eltern riecht. Geht den Zusammenhalt DAX genug gestärkt, wann kann er schon mal 12 Jahre ganz unterschiedlich Wehr anstehen. Statistisch gesehen, der aus besserem Haus, denen hier Familie schon mal lang hier ist, an die Engschule, die, wo die Eltern schon nicht Chance hatten, länger an die Schule zu gehen, oder die Männer lang bei uns sind, an eine andere Schule. Mit just nach enger minimaler Chance
für sich nur an der Ausbildung oder am Beruf nach einmal zu begehen. An DAX nicht ob anhecht, wie können zu begehen. Wo ist mal zu Summe, wenn die Würfeln so frei gefallen sind, DAX schon ganz frei und definitiv, als zuelle Weise jo, dass das nicht recht mit 12 Jahren der Fall ist, do gesimmert, weil die einen Kanner an den E-Bus, die anderen Kanner an den anderen Bus klammen. DAX sind die Würfeln aber schon viel mehr frei, mit 7, 8 oder 9 Jahren gefallen. Die gehen da noch weitergezeichnet. Wenn der Zusammenhalt von unserer Gesellschaft als etwas bedeutet, dann muss man die öffentliche Schule nicht so aufstellen, dass sie alle die Chance bietet, ein Teil von der Gesellschaft zu sein. Da, wo als Gesellschaft riskiert, auseinanderzudriften, weil nicht jeder mitkommt, weil die Chancen von Anfang an nicht gleich verteilt sind, weil wir als der Realität von heute nicht stellen, da ist die öffentliche Schule gefordert, umzudenken. Und das machen wir. Mit Alpha zusammen wissen. Wir haben gesehen, dass wir Kinder an enger Spruch können lernen, die ihren Spruch daheim, der Spruch von ihrer Familie, mehr noch können, sie bessere Chancen haben, ihre Talente können zu entwickeln. Wir haben gesehen, dass Klassen heterogen bleiben. Kinder sich nicht an guten und Männer gut Klassen abteilen am Projekt Alpha. Wir haben gesehen, dass die neue Rolle von der Lützeburger Spruch als Unterrichtsspruch an allen anderen Fächern als Spruch stärkt. Lützeburg kriegt von Anfang an die Rolle, die sie nur an der Gesellschaft soll holen, als Brückenbauer zwischen den Kulturen, als gemeinsamer Nenner, den das Land zusammenhält. Wir haben gesehen, dass man substanziell Arrangementen an den Pilotklassen hatten. Dass die Motivation und die Darstellung bei den Schülern ein ganz andere ist. Wir brauchen nicht mehr gucken zu gehen, nach Gesinn kann die mitmachen, mitschwätzen, ausstrecken, motiviert sind. Mit Alpha zusammen wissen, verdelen wir der volle Chance mehr gerecht, mehr fair. Ohne Gerechtigkeit, ohne Fairness gibt es keinen Zusammenhalt. Soll ich mich an einer Gesellschaft wohlfühlen, wo wir darauf vertrauen, dass es fair und gerecht zugeht? Sonst drehen sich der Gesellschaft ganz schnell direkt. Gerecht und fair ist es auch für am Lycée, die verschiedenen Sprachenmodelle weiter auszubauen. In den letzten Jahren haben wir Klassen geschaffen, wo ein Programm auf Französisch am Platz auf Deutsch erreicht wird. Das Programm, das Diplom, bleibt aber dasselbe. Wir haben Klassen geschaffen, die auf einem anderen Diplom, zum Beispiel dem Baccalaureat international, präparieren. Auch diese Klassen bieten wir mit dieser Rentrée an weitere Schulen an. Gerade so wie weiter DRPen an Technikerformationen an der Berufsausbildung, die wir auf Französisch anbieten, punktuell auch mal auf Englisch. Das sind weiter konkret Zukunftschancen für Hunderten von Jungen. Zusammen mit Alpha zusammen wissen, weisen diese Klassen, diese Ausbildungen, wie auch als ein traditionellen Schulsystem sich der Diversität von der Bevölkerung anpasst. Aber wie ein Moos, man will sicherstellen, dass Sprachenvielfalt als Reichtum geliefert wird und nicht als Mauer und der Sprachen und der Lebensstream immer näher zerplatzen. Nimmen so erfüllt als öffentliche Schule hier Aufgabe, als Gesellschaft langfristig zu stärken, jeder eine Chance zu geben, eine aktive Rolle zu überholen. Auch dafür stärken wir weiter die öffentliche Schule, an dem wir der heutigen Demande nachkommen und weiter öffentliche Europaschulen abmachen. Für mich schnell zu wissen, kriegt die École Internationale Gaston Thorn mit dieser Rentrée, also nächste Woche, weiter Räumlichkeiten Edupol zu Walfer für den Sekundär und Kirchbierg für den Primär. Prinzipiell haben wir mit der Gemeinde Schöffling aufgemacht, weiter Europaschule abzumachen. Das ist eine Ambition, dass auch dort Tiere so schnell wie möglich sollen abgehen, gerade so wie weiter Europaschulen, öffentliche Europaschulen können zu schaffen, am möglichst schnell abzumachen. Als mittlerweile gewisse Bevölkerungsstruktur, aber auch Tatsache, dass nach immer ältere Materie Kanner aus allen Ecken vom Kontinent
oder aus verschiedenen Äcker von der Welt bei uns kommen, erfordert das vielfältiger flexibel Schuloffer. Weil sonst den Raum vom neuen Leben zu Lützeburg zu dacks mit engem Echec skolär von den Kanner zu frei benennen geht. Aber wir brauchen nicht weit gucken zu gehen, was das für den gesellschaftlichen Zusammenhalt bedeutet. Die bestehend ethnische und religiöse Konfliktlinien nach einmal durch Mangel Zukunftsperspektive verstärkt, kann sich das löst auseinanderdriften von den Kommunitäten explosionsartig akzelerieren. Aber wenn mal explodiert ist, das feiert kein zusammen. Zusammen sollen wir auch die akademische und die berufliche Ausbildung bringen. Wir brauchen sowohl die Eng wie die Äner. Wir brauchen aber auch Brücken zwischen der Enger und der Äner Welt. Perspektiven für den an der Berufsausbildung aufhängt, für darüber heraus sich können zu spezialisieren, beruflich, aus einem Bereich, akademisch, aber auch auf einer Hochschule. Die Schaffung von weiteren Technikausbildungen geht an die Richtung mit dem mehr regelmäßigen Achse auf Hochschulstudien. Aber auch das Lancement von einer weiterfeiernden Berufsausbildung gehört zu unserer politischen Priorität für das Jahr. Umgedreht, also aber gerade so wichtig, dass derjenige, der den verdichten akademischen Parcours angeschlossen hat, nur seiner Premiere, für nicht nur seinem Studium, nur seinem Bachelor, nur seinem Master, eine Berufsausbildung kann drunhängen. Ohne Nes von 4 müssen unzufangen. Wir werden an den nächsten Wochen Grundprinzipien sowohl von der Formation professionelle supérieure präsentieren, wie auch von der Premiere DRP. Pilotausbildungen sollen mit der Rentrée 2026 angeboten gehen. Für das jeder seine Talente, seine eigenen Interessen kann gehen, also es wichtig, eine konkrete Vorstellung von allen Möglichkeiten zu haben. Vielfalt und Komplexität von der Berufsausbildung erfordern hier besonderen Erfolg. Am Laufe des Schuljahres werden Mobilräumlichkeiten für beide Lyceen, auch die klassischen Lyceen kommen, für den Jungen die Welt vom Holz, vom Metall, von der Schönheit oder von der Alimentation mit zu bringen. Auch junge Menschen mit guten Noten, an denen akademische Fächer kann seine Zufriedenheit am Handwerk finden. Aber nicht mehr, wenn er sein Talent oder sein Interesse kann entdecken, und noch echter, wenn wir wer anbieten, da wo die akademisch an die berufliche Welt zusammenwachsen. Wenn ich schreibe, all die Frauen, die eine konkrete Aufgabe am Alltag an den Schulen erfüllen, was für sie dann die größte Herausforderung wäre, da geht wohl das Thema von der Inklusion, die Hitparat aufhören. Auf der einen Seite sind wir uns der Bedeutung von der schulischen Inklusion absolut bewusst. Wenn wir als Gesellschaft zusammenwachsen, da geht das ja nicht mehr, wenn wir jedem einen Platz geben, auch an der Schule. Egal aber, wie wichtig ein noblen Ziel ist, wir können es nicht mehr erreichen, wenn wir bei der Umsetzung realistisch bleiben. Wenn wir uns die nötigen Moyens geben, wenn wir alltag lernen, wie wir es ein Stück besser können machen. Wir haben die letzten Jahre enorm viele Ressourcen an die schulische Inklusion investiert. Und aber sind wir nicht Ziel gekommen. Wobei ich gar nicht will daran denken, was wäre, wenn wir die Ressourcen nicht mobilisiert hätten. Das ist nicht Platz für eine fundamentale Analyse zu machen, auch nicht für unser System neu zu denken. Ich will just sagen, dass wir weiter alle Erfahrungen machen müssen, für dem Defi gerecht zu gehen, dass wir weiter an den Dispositiv Inklusion investieren werden, auch das Rentrée mit weiteren Kompetenzzentren, die mehr no an die Regionen, mehr no bei den Schulen werden regeln, wo wir die Schulen aber auch mit weiteren Ressourcen konkret werden stärken. Aber muss man wissen, dass man nicht just mehr von demselben können machen. Wir haben ein Ziel, und das geben wir nicht ab. Ziel, für das auch Menschen mit spezifischen Besoinen die Chance haben, über die Schule mit der Gesellschaft zusammenzuwachsen. Wir sollten alle Guten Kap nach einmal bei Ihnen strecken, für über die nächsten Schritte an der Inklusion nachzudenken. Darüber, wie eine weitere Strukturen wir brauchen, wie wir Terrain besser können unterstützen, wie die einzelnen Räder, die lokal, die regional, die national
besser an den Nähe greifen. Wie man unnötige Reibungsverluste zwischen den einzelnen Akteuren minimisiert kriegen. Zur Summe wissen, das gilt auch für uns. Dann, wenn es darum geht, noch besser zu gehen, sich gegenseitig nur zu lauschen und über den durchzugehen, für zu summen nach mehr stark zu gehen. Das letzte Jahr haben wir uns einem anderen Sujet angeholt, den riskiert Menschen zu splicken. Die übertriebene Nutzung vom Smartphone und von den sozialen Medien. Wir haben richtig Decisionen geholt, für als Schule und als nonformelle Bildung der Kinder eine Erfahrung zu ermöglichen, diese bald nicht mehr kann tun. Analog Zeit. Zeit ohne digitale Auflenkung. Zeit für sich zu konzentrieren. Ob die Lehrerin, ob sich selber, ob die anderen. Wir haben als Responsabilität geholt. Wir hatten dabei auch die Courage, für über den Tellerrand zu gucken, den Älteren und anderen Akteuren auch klare Rekommendationen mit auf den Weg. Es ist evident, dass wir als selber an all unsere Bildungsstrukturen nur genau diese Rekommendationen haben. Die Zeit an der Grundschule und an der Maison Relais eine Zeit ohne Smartphone, ohne soziale Medien ist. Dass wir nur am Lycée genau aufpassen, wie die Jungen responsablen Umgang mit dem Smartphone und mit den sozialen Medien lehren. Da, wo das Smartphone keine Rolle mehr spielt, du hast nicht Zeit für Sport, Bewegung, Kultur, Kreativität, direkte soziale Kontakt, Freundschaft, alles das, worin Kinder und Junker können wissen. Mit dieser Rentrée setzen wir noch einmal mehr Wert auf Sport und Bewegung, gerade wie auf Kultur und Kreativität. Nehmen so stärken wir die Screen-Life-Balance von den Kindern und den Jungen. Wir drängen das Smartphone zurück und wir bieten mehr Sport und mehr Kultur. An der Schule, wie auch außerhalb von der Schulzeit. Und wir werden weiter dann abhalten, dass die Regeln, die wir als Kind haben, dass sie angehalten gehen. Dass wir nicht notlosen zu warnen für die zerstörende Kraft vom Smartphone und von den sozialen Medien. An dem Jahr, wo wir uns auf den dritten Sujet konzentriert haben, als wissenschaftliche Erkenntnis nach einmal mehr breit gehen. Wenn wir heute feststellen, dass es vielen Jungen nicht gut geht, dann leidet das und der verlorenen Zeit am digitalen Raum. Dann, weil sie auf Psychotrigger von den Tech-Giganten herangefallen sind und das nicht mehr herausfinden. Wenn heute gesellschaftliche Diskussionen nach just verkehrt gefordert gehen, Grottheiten verschwanden und nach just schwarz und weiß übrig bleibt, dann hört auch das mit den sozialen Medien zu dem. Ponderiert Positionen, die Brücke bauen, die zusammen feiern, die gehen überstrahlt von den Extremen. Was das mit der politischen und der gesellschaftlichen Debatte möchte, sehen wir nicht nur in der Stärkung von Populismus und Extremismus quer durch die Welt. Wir sehen es auch hier. Wir erleben es mit den Freunden, mit der Familie, der Gemeinde und den Vereinen. Die Polarisierung, die tut uns nicht gut. Sie tut als Demokratie nicht gut. Ah ja, sie fordert auch uns als Schule heraus. Aufweihen, kritisch denken, sich eine eigene Meinung bilden, muss nächst an den Fokus von der humanistischen Bildung gerichtet gehen. Geschichte weist uns, dass wenn es uns schlecht geht, es kann noch immer nicht schlecht kommen. Mit dem Abkommen von der künstlichen Intelligenz riskiert den einzelnen Menschen noch einmal die Hälfte aus der Hand geholt zu kriegen. Wir riskieren noch einmal, mehr als auf das zu basieren, was die Maschine uns liefert, am Platz selber zu denken. Und selber denken ist die Voraussetzung für frei zu sein, unabhängig. Für seinen Platz in der Gesellschaft zu finden. Und selber denken ist die Voraussetzung für Denken nicht zu verlieren. Und am Fall von Kindern und Jungen für die überhaupt einmal zu lehren. Gerade da leider Mengen an eng von den großen Gefahren von der künstlichen Intelligenz. Dass Junker sich zu frei auf die virtuellen Assistent verlassen und da der wichtige Kompetenzen, wichtige Kulturtechniken nicht mehr erlernen. Wir sind nicht naiv. Künstliche Intelligenz das kommt für zu bleiben. Dafür gehört sie auch an das Curriculum. Da müssen wir den Schülern auch beibringen, sie gewinnbringend anzusetzen. Mehr so wie man am Smartphone, an den sozialen Medien
alles zu richtiger Zeit an alles gut dosiert. Verdeicht muss man sicherstellen, dass der Mensch sich selber eng Meinung kann bilden, für dat in der künstlicher Intelligenz auch klaren Auftrag kann gehen und noch am Stand das Resultat zu prüfen. Wir werden an den kommenden Wochen einen KI-Kompass vorstellen, der neben den Richtlinien für die Nutzung von der künstlicher Intelligenz auch eine Reihe Utensilien zur Verfügung stellt, für den Enseignern bei der Arbeit können zu unterstützen. Die Richtlinien für die Nutzung von der KI werden wir an der kommenden Monaten zusammen mit den Schulpartnern diskutieren und definitiv festhalten. So wie bei der Screen-Life-Balance brauchen wir auch hier ein gemeinsames Verständnis und ein gemeinsames Commitment zu einer vorsichtiger, aber auch realistischer Approche. All digitalen Fortschritt, den wir an den letzten Jahrzehnten erlebt haben, wird riskiert, Gesellschaft zu dividieren. Auf der einen Seite die den digitalen Wandel angefeuert haben, die mitgekommen sind, die DAX profitiert haben, auf der anderen Seite die schnell aufgehangen dürfen, überfordert, die passiert. Mit den sozialen Medien als ein Kusch dabei kommen, eine Weitersplickung mit der Dominanz von dem unnuancierten, dem Ja-an-Nee-Schema, dafür geht bis hin zur Stärkung von den politischen und ideologischen extremen Positionen. Die künstliche Intelligenz wird gerade so den gesellschaftlichen Zusammenhalt nach einmal auf die Probe stellen. Auch hier können sie sich Verlierer und Gewinner un. Aber wenn wir nicht aufpassen, dann ist die Maschine der Gewinner und der Mensch der Verlierer. Und dafür brauchen wir gar keine Superintelligenz, die von denen sich selber induzierenden künstlichen Intelligenzen kennt geschaffen gehen, die Menschheit da wird dominieren, so wie der Mensch all anderen Männer intelligent Lebewesen dominiert wird. Es geht schon durch, dass die Menschheit sich zu viel auf KI verlässt, dummer da verliert selber zu denken, als sich eine eigene Meinung zu bilden, sich dummer da quasi selber zum freiwilligen Befehlsempfänger degradiert. Nee, es sind nicht über den Summer zum Technoskeptiker oder zum Kulturpessimist mutiert. Ich kann aber auch die neuen Utopien nicht aufgewannen, die mengen, dass der Mensch nach Schüss an der Hängematte leiien, dank der KI von aller Penibilität befreit. Wir sollten probieren, auch weiter die Balance zu halten. Vorsichtig zu sein, dann nicht so zu machen, für den unausweichlichen Transformationen zu gucken, was das für uns alltäglich Arbeit bedeutet, besonders aber, wie unseren Auftrag dadurch impactiert ist, die junge Welt von mehr zu bereden. Man dazu gehört, mehr wie just richtig zu prompten, an den Bot zu füttern. Gerade durch künstliche Intelligenz, aber auch durch Sozialmedien als Bildung ganz ernst herausgefordert. Für dass der Mensch mehr auch nach oben im Podium steht, also nicht der Technik muss unterwerfen, müssen wir die Jungen stärken. Stärken, selber zu denken, stärken zu summen und neue Wege zu sichern, stärken für Gedanken nochmal auszubrechen. Wir müssen hier menschlich Valore stärken, hinnen das mitgehen, was die Maschine nicht kann. Nimmen dann schafft die Maschine am Auftrag vom Mensch, nimmen dann geht die neue Technologie am Interesse vom Mensch angesagt und nicht umgedreht. Das, was den Mensch zum Mensch möchte, müssen wir mehr an den Vordergrund stellen. An der formalen wie an der nonformalen Bildung. Den Zusammenhalt zwischen Menschen, Generationen, Kulturen, Gemeinsamkeiten zwischen all den Menschen, sie sollen uns guidieren. Die Antwort vom Mensch auf die künstliche Intelligenz kann und darf nicht nur die technologischen Aspekte belichten. Vielmehr müssen wir den Mensch stärken mit seinen vielen Intelligenzen, der kognitiven, der sozialen, der emotionalen Intelligenz. Trotz aller Ungewissheit bleibt Platz für Optimismus, weil es auf uns ankommt, ob der Mensch, ob als Kapazität, den technischen Fortschritt an eine reelle Plus-Value für den einzelnen Mensch umzuwandeln. Ob der feste Willen, das zu gesehen, was das verbindet am Platz das, was das trennt. Als Werte verbannen uns,
als Überzeugungen verbannen ist. Bildung verbindet. Weil Bildung zur Summe feiert, weil Bildung Perspektive schärft, weil Bildung Menschen stärkt, auf der Veränderungen, der Ungewissheit von der Zukunft. Bildung baut Gesellschaft vom Mehrern, definiert immer die Grundprinzipien, auf denen zu Summe leben, von der künftigen Generationen basiert. Es gibt Kräfte und Technologien, die Menschen riskieren zu splicken. Die bestehend Krieg zwischen den Menschen riskieren zu verbreitern. Wir müssen dagegen teilen, wir müssen zur Summe feiern. Vielmals merci.